harte Gegner oder eher doch Waschlappen? Hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia ist, glaube ich, alles möglich. Vor allem braucht er noch ewig, bis er mal hier ist. Kann sowieso nur ein Feld ziehen. Ja, wie ich dem Lederschild abnehmen soll, ich habe momentan noch keinen Schimmer. Vor allem, weil ich Angst habe, wenn der drauf geht, dass dann Feierabend ist. Und das wäre schon ein bisschen scheiße. Dementsprechend, ja, ich würde sogar sagen, ich lasse es momentan mal so, wie es jetzt ist. Dann tut doch sehr scheiße. Nee, macht es viel Schaden. Ich ziehe sie hier mal zurück, genauso wie Cliff. Und Tobin auch. Und überlasse ihren hier den Rest, weil die machen das offenbar sehr, sehr gut. Da kommt der Hochmut vorm Fall und so. Ja, steht natürlich schon die Schützen ein Problem. Level up für Alm. Boah, sind zumindest gute Werte für diesen Kampf jetzt gerade. So, die Banditen können gar nichts machen gegen uns. So, bereits erwähnt, die sind scheiße, die müssen weg. So, langsam aber sicher kann sie mal angreifen. Ich hoffe eigentlich, dass die beiden das mittlerweile mal schaffen. Dann kann ich nämlich hier jetzt mal mit Cliff noch ein bisschen nach vorne rutschen. Oh cool, reden geht auch wieder. War ich mir bisher nicht ganz so sicher. Jetzt mal zurück und halt's dich, weil, ja, wie bereits erwähnt, irgendwie sieht es sehr gut aus. Oh, im 68. Geht doch. Der Boss. Ich hab Schiss vom Boss. Problem ist, ich kann die Waffen nicht ablegen, damit ich irgendwie, ja, die besser triggern könnte. Lederschild wäre echt praktisch. Jetzt habe ich nicht ab, ich verstehe es echt nicht. Und die Frage ist natürlich, killen kannst du ihn vermutlich noch nicht, war direkt. Nur 7, das ist ein bisschen sehr wenig. Okay, ich sehe schon, ich brauche, glaube ich, Lukas hier vorne. Ich warte immer noch. Ich lasse es hier mal so. Er soll ihn angreifen, kriegt aber ziemlich auf die Mütze. Nein! Scheiße, ihr wollt heilen. Ups. Tauschen wir den schon, bringt gerade nicht sehr viel. Scheiße, vielleicht greifen sie an, wenn es im Wald ist. Versteht ihr? Jo! Ich habe keinen Bock drauf, die Charaktere zu wechseln. Wie bereits erwähnt, da ist der Boss. Ist noch alles im grünen Bereich. Jetzt gleich nicht mehr. So. So langsam hier mal ziehen. Nein, da geht's nicht. Er kommt nicht hin. Ach du Scheiße. Gut, das ist natürlich Level 6, war. Also, das war eigentlich zu erwarten. Ich muss hier nochmal ein bisschen zurückziehen, leider. Heißt aber auch, dass er Cliff zurück... Oh, jetzt ist aber ganz... Jetzt ganz übel. Wie kriege ich jetzt den Sophia down? Wofür haben wir ein ganzes Team brauchen? Wenn der jetzt schon ankommt. So, hat er mal so abgewehrt. Den kriegen wir schon platt. Das finde ich jetzt nicht so das Problem.
Aber der greift natürlich auch wieder an, aber ich habe dann ein großes Problem. Ja, Schwäche. Was? Das kann auch nur euch passieren, wa? Kann ich den killen? Nee, du killst ihn nur fast. Okay. Dann wäre aber leider nur noch 2 Hieben da, ne? So wie es aussieht. Deswegen wäre es eigentlich lieber, wenn du hier das trinken würdest. Und an dem man ein bisschen schreddern würde. Weil im Schützen hier ein bisschen scheiße. So. Ziel ist, alle überleben diese Runde. Der Boss zieht es zurück, sehr gut. Der ist aber sehr stark. Du kommst sowieso nicht runter. Ich habe echt Schiss anzugreifen. Aber eigentlich müsste sie das natürlich machen, weil sie Nosferatu hat. Sie zieht ja auch einiges ab, das ist nicht das Problem. Ich müsste sie eigentlich abschirmen, damit sie Nosferatu spawnen kann. Und die anderen damit sie ablocken. Ja, leck mich am Arsch, aber im Prinzip könnte es klappen. Ernsthaft? Just say the word. Die haben beide verdammt wenig Verteidigung. Wer ist ein bisschen schneller? So, immerhin mal etwas. Ja. So, mach du bitte mal den Platte, geh mir echt auf den Sack. Wie soll ich denn Sophia Fuzzi besiegen, wenn der da ständig am... Oh, da wird aber echt übel. Alm kann vielleicht ein bisschen was machen, ne? Wegen 10 Verteidigung und so wird immerhin 2 Schaden machen. Aber ich meine, 2 ist nicht gerade die Welt. Versteht ihr? Also das ist irgendwie wie ein Tropfen auf dem heißen Stein. Oh nein, bitte nicht. Ich kill Grey! Oh, Dankeschön. Ich hab Angst davor, dass ich der Boss kill. Was ist los? Die Situation ist aber trotzdem perfekt, weil ich bin natürlich gerade... vermutlich, wenn man hier noch ein bisschen Offscreen... Oder Offscreen, soll so groß Offscreen trainieren? Geht gar nicht. Wenn ich vielleicht entwickelt hätte, wa? Mit Magie und so, dann hätte ich dem vielleicht platt gemacht. Da können wir uns durchaus vorstellen. Klar, ich mache schon, aber ich muss erstmal treffen. Ne? 57% nicht gerade viel. Jetzt habe ich mal getroffen, glücklicherweise. Und Al macht viel zu wenig Schaden und kassiert viel zu viel dafür. Den anderen greift tatsächlich 2-mal an. Leck mich am Arsch. Ist aber auch nur ein Söldner, in Anführungszeichen nur. Ich meine, ich kann ihn noch hier hinstellen zum Blocken. Geht natürlich auch, ich muss nicht angreifen, dann natürlich schon nicht. Und dass ihr dann euch halt ein bisschen hochhielt. Aber was mache ich mit allem? Der ist jetzt schon ziemlich angeschlagen, nach dem nächsten Angriff wäre er tot. Versteht ihr? Also, egal wie ich es drehe und wende, ich kriege nicht mehr ein Lederschild, ich kann es vergessen. Der ist zu stark. Aber versagt. Das heißt, ich gucke jetzt mal, dass ich noch ein paar Punkte abziehen kann, beziehungsweise natürlich Erfahrungspunkte abgreifen kann. Würde mich echt interessieren, was wäre gewesen, ich meine Einheiten schon vorher entwickelt hätte. Weil dachte mir jetzt so, komm, ich trainiere da bis Level 10 und so entwickelt sie dann, aber vielleicht wäre es vorher klüger gewesen. So. Ich muss der Boss dran glauben. Scheiße!
Ups. Ja, das muss man natürlich vorher wissen, Freunde. Hey, der kann natürlich nicht riechen. Jo, Alm ist tot, das heißt, oder Tobin, einer von beiden. Wobei, Tobin kann ja natürlich auch noch eine Möhre essen. Aber wir werden das Kapitel gar nicht verlieren. Weil ich glaube, wir zweimal treffen, das heißt, Alm wird sterben. Jo, dann ist das Kapitel vorbei, Freunde. Wir haben versagt. Vergiss mich, Celica. Geheimnisvoll wie ein Schatten, überraschend wie ein Blitz, ein berühmter General. Hat Alm General noch ein bisschen früh dafür. Jo, das ist ja mal, ich glaube, das ist Rekord, war Part Nummer 5. Bereits Game Over, glaube noch nie gebracht. Aber eben, das musste erstmal wissen, Leute. Alter. Es ist echt die Frage, soll ich jetzt ein paar Einheiten entwickeln? Oder versuche es nochmal ohne. Ich weiß jetzt, wenn ich den Boss platt mache vom Gegner, es ist noch nicht vorbei. Ich muss da doch erstmal den Typen da platt machen. Ich versuche es nochmal. Wenn es nicht geht, dann werde ich vor der Einheit noch entwickeln und zumindest eine. Ja, wir kennen bereits alles. Weil ein Magier hat er dann doch gerne im Team, muss ich ehrlich zugestehen. So, wir wissen, er kommt runter, braucht eine Weile. Das heißt, ich habe alle Zeit der Welt, um mir die anderen Platz zu machen. Die waren kein Problem. Für keine von uns, für sie vielleicht schon. Wie den Gegner platt machen. Die Strategie dürfte klar sein. Ich versuche es nochmal mit der gleichen Strategie. Ich werde Fee vielleicht nicht so ein bisschen... Wobei, Fee vielleicht schon. Cliff sicher nicht, zu wenig Verteidigung. Und sie natürlich auch. All die müssen mehr Verteidigung haben, die sollen ihn einfach, ja, hinhalten. Den guten Dings hier oben. Während sie halt aus der Entfernung angreifen, mit Nosferatu, um ihn zu schwächen. Alm kann eventuell noch den Schlusstreffer landen, aber nur eventuell. Der stärkste ist er auch nicht. Trotz Eisenschwert, wa? Wenn ich halt eben Cliff oder 84 Magie gemacht hätte, hätte halt Magie, war und die geht auf Resistenz und deswegen noch eine höhere Chance und so. Ja, man kann es natürlich drin, wenn wie man will. Und auch da, hier hoch und, nee, hier hochlocken wäre auch doof. So. Da kann Tobin schon mal anlocken. Ich meine, weil der mit 3 Verteidigung war. Wenn ich Pech habe, ist gleich wieder vorbei. Weil es zu schnell war. Scheiße. Mann! Normalerweise, wenn der Boss besiegt, ist das Kapitel vorbei. Oder der Kampf zumindest. Ich kann riechen, dass... Woher soll ich wissen, dass sie jetzt plötzlich anders ist? Kann ich nicht. Geht nicht. Oh, greift eh nur einmal an. Ups. Aber er kriegt ein Level Up. Level 5. Echt die große Preisfrage. Kriegt es die vorher oder war denn noch bis Level 10? Weil 10 bei 11 von 20 finde ich jetzt noch eine schöne Zahl. Erstmal sollte vielleicht mal Tobin heilen. Mhm. Okay. Dann Alm geht immer nach vorne, mache ihn wieder mal platt. So, Grey Dixon, nee, nicht ganz, aber trotzdem, du machst ordentlich Damage. Ja, Söldner wäre schon geil. Moment mal. Ich ernsthaft ihn hier rüber noch weniger Verteidigung hat als, nee, zumindest gleich viel. Das wäre da schon eher eine Option. Ja, ich glaube, Alm hat's gesehen. Und ist natürlich sehr erfreut. Ich muss näher ran zum Heilen. Dann natürlich ein bisschen doof jetzt. So, er zum Blocken. Wie könnte es anders sein? Er kann von mir aus noch ein bisschen was abfangen. Natürlich durch den Baum hindurch getroffen. Mhm. So sehe ich aus.
Die essen sich schön aus. Sollen sie nur von mir aus. So, ich würde sagen, Leute, ich mache ein bisschen Tabula Rase, wa? Die nerven echt. Nein! Alter, wie ist das verfehlt? Verdammte Scheiße. Bisschen mehr Power, okay. Ich glaube, der Bayer muss weg. Boah, was ist mit euch los, Leute? Come on, heal up. Ein bisschen schwierig gerade. So, wir jetzt leider durchhalten müssen. Was mit jetzt anders sagen, kann ich ja nicht ahnen. So. Der Quill kommt zu spät! Oh Mann, aber immerhin Level 5 für ihn. Jo, geht auch einiges hoch. Finde ich sehr schön. Da Tobin vielleicht nochmal als Schild und so, weil, Items warten, toll. Natürlich ist Grey ziemlich am Arsch, ja, das sehe ich natürlich ein, aber ich kann nicht viel machen. Bereits 2 Schützen, die mich angreifen. Das ist natürlich auch doof. Aber sie fallen drauf ein. Drauf ein. Drauf rein. So, ein Schütze fehlt, glaube ich, noch, der angreifen muss. Und der haut ab. Sehr gut. Erst einmal, Scharfschütze muss down. Level up für Fea. Ja, immerhin, also, wie froh, dass du mit Verteidigung hast, ganz ehrlich. Der Boss ist mir ehrlich gesagt ein bisschen egal gerade. Ich würde lieber den Rest mal ein bisschen platt machen. Man kommt natürlich nicht groß durch, war natürlich auch scheiße. Ja, Bogenschütze ist trotzdem scheiße. Alm, kannst du bitte den hier platt machen? Dankeschön. Kann halt Tobin heilen. Tobin Grey. Mann, wieso sage ich immer Tobin zu ihm? Ja, das war klar. Er soll ja eigentlich auch nur blocken. Hm? So. Da kriegst du ja die Erfahrungspunkte, Tobin. So, jetzt sind die Schützen, glaube ich, alle weg. Perfekt, das heißt, ich kann nachher wieder sie einschicken. Ja, ist sonst immer ein bisschen doof, wenn ich dann eine Heilerin schicke und einen mit wenig Verteidigung. Wird dann von Schützen abgeschossen. Das ist nie geil. Der darf echt kliffern. Ja klar, hat er wenigstens Verteidigung, aber eigentlich, wenn sie sich zusammentun würden, ne, dann würden sie eigentlich den Rest ziemlich schnell platt kriegen. Hätte er jetzt mal behauptet. Ja, natürlich jetzt angreifen können, ja voll Trottel. Aber es nicht gesehen. Ein Valley Solly. So, wer ist hier noch? Alma eigentlich auch, aber Lucas hätte auch gerne ein paar Erfahrungspunkte, vielleicht im Finisher. Nee, Finisher, doof. 15 runter, was schafft sie noch? Das klingt sehr gut! So, Lucas, dann schenke ich dir. Nein, er schafft es nicht ganz. Willst du verarschen? Okay, mein Fehler. Cleave, mach ihn platt.
Also vorschnell. Entschuldigung! So, den Kampf hat er trotzdem gerne noch in diesem Kapitel, in diesem Part gemacht. Den Kampf in diesem Kapitel! In diesem Part, nicht in diesem Kapitel. Mensch. So, Alm geht nach vorne. So, ich sehe natürlich aus, wie alle schon ziemlich angeschlagen sind, aber es ist gar kein Problem, wir kriegen das locker hin. Und ihren Boss haben sowieso nichts drauf. So, jetzt kommt der langsam auch noch. Wer braucht noch schnell ein paar Erfahrungspunkte? Tobi hätte gerne Level Up. Naja. Hätte gern ein Level Up. Das heißt, Alm soll sie anlocken. Gray mischt ein bisschen mit. Sie natürlich auch. So, nachher muss man noch gucken wegen der Strategie, war, um den Typen da unten Platz zu kriegen. Wir haben alle noch unser Item, sie hat noch nichts aufgebraucht. So, dann sollte Lucas, ja, wie soll das machen? So, weiße Magie, bitte erstmal Feier heilen. Kann jetzt nicht alle brauchen. Damit die Strategie nachher aufgeht. Tobi braucht natürlich auch, er ist ja nach allem der stärkste, wie ich gesehen habe. Sogar stärker als Lucas, so wie es aussieht. Man, ernsthaft? Soll ich mich hier oben verarschen oder was? Jetzt natürlich ein Heiler bzw. ein Scharfschütze oben ganz praktisch, aber gut, geht auch ohne. So, er kommt da langsam auf uns zu, soll er auch, das ist gar kein Problem. Alm im Wald, er will natürlich den Ding angreifen, der am schwächsten ist. Warte, muss halt echt ein bisschen schauen, dass wir den klügsten machen. Heilen gibt natürlich auch Erfahrungspunkte, aber nicht so viel, wie ich gerne hätte. Immerhin, hä? Also Fee hat 6 Verteidigung, das darf man nicht unterschätzen, Leute. So, du bist eigentlich mit ihm schon fertig, mit deinem Level-Ups. Gehst zurück, dann kriegt Lucas den Rest. Falls er treffen würde. Klar, 50% so, das sehe ich ja auch ein. Aber man kann es auch übertreiben. So, wie locke ich ihn jetzt? Er soll erst einmal Alm angreifen. Deswegen schicke ich Alm jetzt hier hin. Trinkwasser, Möhren, Brotstück. Er soll, wenn möglich, nicht verteidigen. Gray schon, weil er soll auch angreifen. Jetzt locke ich ihn bloß hin. Den locken wir doof. Da in die Mitte dazwischen. Okay. Ja. Ich wollte gerade sagen, wenn die Pech haben, sind doch gar nicht alle da. Super. Ja, jetzt hat er natürlich das Level Up, aber hier unten ist noch nicht alles fertig für die große Überraschung. Das ist natürlich scheiße. Ich kann natürlich hier unten angreifen, bin ich mit dem Einkerken ein bisschen doof platziert. Egal, Cleave muss man ganz kurz beistehen. Tobi hat mehr Angriff, aber er hat mehr Glück. Dafür braucht hier Glück. So, freundlicherweise Part ist vorbei eigentlich. Ich will ihr aber trotzdem noch den Versuch wagen. Er geht doch dahin. Sehr gut. Dann kann der Plan mal beginnen, würde ich mal behaupten. Reden. Ja, ich sehe, dass sie reden will, aber nee. So, dann, Hä? Achso, ich bin geheilt. Hatte gerade, was ist jetzt los? Ich hab vergessen zu heilen! Yeah, thanks. Just say the word. Mach nur einen Damage. So.
Tobin soll im Prinzip für einen von ihnen dann austauschen. Genauso wie Lucas, sie soll nachher angreifen. Jetzt, ja, ich kann es noch wagen. Ich hoffe natürlich nicht, dass der andere trifft. Ich mache nur 4 Schaden, aber immerhin, 4 ist besser als nix. 12, ich hab's trotzdem überlebt. Also die Hälfte, super. So. Das wäre jetzt Plan A. Und gerade selber heilen kann ich Trottel. Mann! Egal. Ja, Treffer natürlich immer noch scheiße. Aber ich kann nichts anderes machen. Es ist, ja. Es ist eine Frage von Glück und Ausdauer. Es geht eigentlich immer auf Grey los, verstehe ich gerade nicht ganz. Das ist irgendwie einen tieferen Sinn. So. Mal so hier hin. Lucas, der kann jetzt doch mal seine eigene Orange nehmen. So, die Frage, mit allem kurz angreifen kann ich noch. Da ziehen wir maximal 10 ab, wenn er treffen würde. So, aber auch jetzt kann er nur maximal 10 abziehen. Komm schon, triff einmal, wäre cool. Danke. Hat ihm noch 5 Leute, hä? Also, ich kann vielleicht mit jeweils einen so abziehen, aber nee, ist mir zu heikel. Ist zu heikel, sagt der Michael. Jetzt einmal nur schon viele Erfahrungspunkte. Es wäre cool, wenn Silk ihn finishen würde, damit sie viele Erfahrungspunkte kriegt. Und sie schafft's. So, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Aber wir haben es geschafft, auch den besiegt. Lederschild gedroppt, wir haben das vorher geschickt. Lederschild bitte. Kampfende, Gott sei Dank. Ja, die Strategie ging auf, die ich mir ausgesonnen habe. Ob es eine gute Strategie war, wer weiß. Vielleicht das klüger gewesen, bevor die Einheit entwickelt hätte. The valley's clear. Still, that wasn't easy. You have my thanks. We'll soon reach the southern outpost, which is under Deliverance control. Once we've rejoined our comrades, the fights ahead will become easier. Comrades, huh? I wonder what they're like. I'm excited to meet them. Sir Lucas? It's good to see you made it back safely. I recognize you. You were stationed at the outpost. Has something happened? Why are you here? Forgive us, Sir Lucas, but the tides turned after you left, and we were forced to abandon the outpost. I'm afraid Lady Claire was taken captive. Desay's men hold her there even now. What? Claire? Gods, how could this happen? Lucas. This is my fault. Lady Claire is new to military command. I should have left her in more experienced hands. Don't blame yourself, Lucas. Sir Clive sent you to Ram Village, right? You didn't have a choice. If blame lies with anyone, it's him. Regardless, standing here accomplishes nothing. We need a plan. I assume this Claire person is still alive, right? In that case, we just have to take back the southern outpost and save her. Oh, hey! That's a great idea. Wait, what? No! How are we supposed to reclaim a fortress from trained royal soldiers? I don't know, but we have to find a way. Otherwise, our journey is already over. Here and now, we make our decision. Will we live our lives as simple villagers? Or will we fight on as soldiers of the Deliverance? But okay, good speech. Here. What have we got to lose? Let's do it. Gray? Tobin, listen, just stop and think about this. I know it's hard, but try. Claire is a girl, and if we save a girl... Huh? You follow?
I can't believe you're the same man who mocks the fact that I fight for gold. Yes, because it's gold. This is girls. Don't you like girls? I mean, I admit they're not bad. You see? We speak the same language. So you're in, right? I don't know what to say, except thank you. You're very brave to do this. The Deliverance is lucky to have you. Same goes for you, Lucas. One thing, Alm. You may be right that some of the blame lies with Sir Clive. But please, tread soft with him regardless. Lady Claire's his younger sister. I'm sure no one's head is hanging lower than his own right now. Oh, Lucas, I'm sorry. You're right. Tja, Freunde, ich schätze mal, es ist klar, was wir im nächsten Part machen. Eben noch im ersten Akt, sprich im ersten Kapitel, haben wir noch ein bisschen was zu tun. Einheiten 7 macht, ja, ich weiß nicht genau, wie ich das noch handhaben soll bezüglich halt, bezüglich, ich überlege gerade, mal ganz kurz, ich will nur kurz etwas überprüfen. Resistenz, okay, ich gebe Lucas den Schild, den Lederschild. Ist nur Leder, ich weiß, trotzdem ist etwas wert. So, damit er das mal tragen kann. Gray nimmt dann irgendwie was zum Futtern. Ich habe oben noch etwas. Viel jetzt nicht mehr. Mana-Kraut, immerhin etwas. Jo, wir haben immer diese Einheiten. Ich weiß in Entwicklung und so von denen. Ich bin ihm noch im Überlegen. Ich meine, klar, Level 10 ist nicht mehr so weit entfernt, wie es auch schon mal war. Aber, je nachdem, wegen der Waffe. Wir haben sie gesehen von den Werten her. Die sind nicht groß anders, die Werte. Wenn wir sie jetzt entwickeln. Aber, ja, es ist... Trotzdem werde ich halt wieder auf Stufe 1 zurückgestuft, Level 1 zurückgestuft. Wenn ich halt jetzt noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln kann, macht es natürlich schon alles ein bisschen einfacher. War gut, jetzt haben wir natürlich Lucas, der verteidigungsmäßig einiges machen kann. Er hat hier sein Schwert noch, wirst du die Effekte drauf haben. Wann ich die Effekte nutzen kann und freischalten kann, keine Ahnung. Immerhin allem für einen starken Angriff. Lucas, die gute Verteidigung. Gray, den Rest eigentlich zum Draufhauen plus Silke halt noch zum Heilen und für Magie. Eine weitere Heilerin wäre schon nicht schlecht. Natürlich ein Schütze und so noch. Wir müssen schauen, wie es weitergeht hier bei Fire Emblem Echoes Shadows of Valencia. Ich will da mal zurückgehen und so. Die anderen fangen natürlich wegen Offscreen trainieren, wa? Wir sind keine Gegner mehr. Hier ist offenbar auch nichts mehr. Vielleicht jetzt mittlerweile doch wieder. Wir werden sehen. Bis dahin, ciao zusammen.